Montage des Gutter-Rechteck-Vordachs BS Plus 160-200 mit Seitenteil. Der Verpackungsinhalt. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Richtigkeit, Vollzähligkeit oder eventuelle Beschädigung der Produkte. Was Sie sonst noch zur Montage benötigen. Anbaumaße für das Dach. Beachten Sie die unterschiedlichen Anbaumaße für das BS Plus 160 sowie das BS Plus 200. Achten Sie auf das Dachgefälle und die Mindesthöhe für das Seitenteil. Montage des Daches. Montage der Wandhalter für das Dach. Messen Sie die Abstände und richten Sie die Wandhalter mit einem leichten seitlichen Gefälle in Richtung des Wasserablaufs im Seitenteil aus. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Verwenden Sie hierbei die Wandhalter als Schablone. Bohren Sie die Löcher mit einem 12 mm Bohrdurchmesser in die Hauswand. Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie die Wandhalter mit je 3 Schrauben 10 x 80 mm für die Wand und 3 Unterlegscheiben lose. Richten Sie die Wandhalter des Daches mit einer Richtlatte aus und ziehen Sie die Wandschrauben fest an. Montage des Daches. Bringen Sie das Fugendichtband am vormontierten Wandanschlusswinkel an und nehmen Sie das LED-Panel heraus. Heben Sie das Vordach auf die Endposition an, bevor Sie das Anschlusskabel durch das Vordach ziehen. Schieben Sie das Dach erst anschließend bündig an die Wand. Fixieren Sie das Dach nun sicher mit 2 Deckenstützen. Die Dachneigung nach außen darf hierbei höchstens 0,5% betragen. Nun werden die Löcher oben vorgebohrt. Nutzen Sie hierzu einen Metallbohrer mit 3,5 mm Durchmesser. Dach und Wandhalter werden zusammen durchgebohrt. 4 Mal je Wandhalter. Befestigen Sie das Dach nun mit den Schrauben 4,8 x 35 mm für Metall. Bohren Sie nun die Löcher an der Unterseite vor. Auch hier verwenden Sie den Metallbohrer mit einem 3,5 mm Durchmesser. Dach und Wandhalter werden erneut zusammen durchgebohrt. 2 Mal je Halter. Befestigen Sie das Dach mit den Schrauben 4,8 x 35 mm für Metall. Die Dachneigung nach außen darf hierbei höchstens 0,5% betragen. Achten Sie darauf, auf der Seite, an der das Seitenteil montiert wird, Senkkopfschrauben zu verwenden. Das LED-Panel kann nun angeschlossen und wieder eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Elektroinstallation von einem Fachmann durchgeführt oder abgenommen werden muss. Anbaumaße des Seitenteils. Montage des Seitenteils. Montage der Wandhalter für das Seitenteil. Messen Sie die Abstände und richten Sie die Wandhalter mit einer Wasserwaage senkrecht aus. Zeichnen Sie nun die Bohrlöcher an. Am besten verwenden Sie hierfür die Wandhalter als Schablone. Bohren Sie nun die Löcher mit einem Bohrer von 12 mm Durchmesser in die Hauswand. Setzen Sie Dübel ein und befestigen Sie die Wandhalter mit je 2 Schrauben 10 x 80 mm für die Wand und Unterlegscheiben lose. Richten Sie abschließend die Wandhalter für das Seitenteil mit einer Richtlatte aus und ziehen Sie die Schrauben fest an. Montage des Seitenteils. Bringen Sie zuerst das Fugenband oben am Seitenteil an 3 Seiten an. Der Abstand von außen beträgt ca. 1 mm. Heben Sie dann das Seitenteil auf Endposition. Schieben Sie es hierfür zuerst nach hinten und anschließend nach oben. Achten Sie auf die korrekte Verbindung der Ablaufrohre. Fixieren Sie das Seitenteil nun beispielsweise mit Holzkeilen. Bohren Sie nun zunächst die äußeren Löcher vor. Verwenden Sie hierfür einen Bohrer mit 3,5 mm Durchmesser. Das Seitenteil und die Wandhalter werden zusammen durchgebohrt. Je Halter 2 Mal. Befestigen Sie das Seitenteil nun mit den Schrauben 4,8 x 35 mm für Metall. Je Halter werden 2 Stück benötigt. Verfahren Sie so nun auch auf der Innenseite des Seitenteils. Abschließend bringen Sie zwischen Wand- und Abschlussprofil eine Silikonfuge an. Sie haben es geschafft! Die Montage Ihres neuen Rechteckvordachs BS Plus ist abgeschlossen.